Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play und zwar brandneuheit auf dem Tisch. Let's Play Resident Evil 7 Biohazard Uff Pelzig. Ich freu mich wie Bolle, muss ich sagen, ihr liebe Leid. Heit ist es direkt angekommen und heit ist es auch direkt rausgekommen. Und ihr habt ja bestimmt auch, Zwinker, Zwinker, mein Let's Play bzw. mein A-Spiele von der Demo-Version Beginning Hour gesehen. Und ich habe jetzt hier bei der Option eine Kleinigkeit vorgenommen. Zwar habe ich die Sounds erstmal auf Silver gesetzt. Es wird sich zeigen, wie das funktioniert und ob ich laut genug zu hören bin oder ob ich das ändern muss. Aber das sehen wir dann im Verlauf vom Spiel. Ja, des Weiteren gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, die geändert wurden für dieses Let's Play. Und zwar werde ich mich bei Videosequenzen ausblenden mit meiner Facecam. Und ich werde auch ein Intro bzw. ein Outro erstellen. Das Outro sehen wir erstes Mal bei dem. Intro gibt es erst beim zweiten Video. Weil ein Intro besteht in dem Fall aus, was bisher geschah, bzw. beim letzten Mal. Und am Ende vom Spiel gibt es beim nächsten Mal. Aber das war's jetzt, oder fu? Und ich will direkt einsteigen, ihr liebe Leute. Normalerweise bin ich für einfach, aber in dem Fall machen wir Schwierigkeitsgrad normal. Ich will mich da voll ins Reich stürzen. Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dulvey. Dulvey, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Ja, so viel dazu. Ich habe auch die Sprachausgabe auf Englisch gelost, weil ich die englische Stimme schon in der Demo großartig fand. Und ja, jetzt steigen wir mit dem direkt ein mit dem neuen Charakter. Und zwar spielen wir den Ethan Winters, der sei Frau Mia sucht, die jetzt 3 Jahre verschwunden ist, in Dulvey, Louisiana. Jo, jetzt sind wir hier schön irgendwo auf der Countryside von Louisiana gelandet. Trophäe erhalten, sie lebt. Eine Kupfertrophäe. Scheint wohl nicht so wichtig gewesen zu sein, beziehungsweise ich habe nicht so viel machen müssen dafür, um das Ding zu kriegen. Aber Gott, ich freue mich wie Bolle, ein neues Resident Evil. Und Herrgott, hat es gut ausgesehen. Spielehinweise ansehen. Ja, und meine Herren, hat es gut ausgesehen. Die Demo war ja schon grandios und ich habe immer so die Live-Ticker verfolgt, um zu gucken, was gibt's dann so Neues bei Resident Evil 7 und die haben ja sehr, sehr viel geheim gehalten. Und jetzt bin ich so gespannt, ich habe mich dann auch nicht mehr spoilern lassen. Oho, und? Kann ich hier durch? Oder brauche ich den Bolzerschneider? Ne, da komme ich nicht durch.
Okay. Das ist wohl Stalway Haunted House, ne? Das sieht schon geil gemacht aus. Das wurde ja immer so oft mit dem Spencer-Menschen aus dem ersten Resident Evil verglichen. L3 laufen, okay. Ach was. Ihr liebe Leid, ich glaube, ich kann euch sagen, wem die Karre gehört. Simpligan. Es müsste irgendwo Sewer Gators draufstehen, oder? Das müssten doch die Leute aus der Demo gewesen sein mit ihrer Karre. Ich bin mal schon fast... Ja, Sewer Gators. Ich bin mal hundertprozentig sicher gewesen. Sewer Gators Episode 17. Projektvorschlag in ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Tja, das war nicht so gut, ne? Schließ dich uns an. Join us. Ja, ich habe auch für euch extra den Untertitel auf Deutsch gelegt. Für diejenigen, die Englisch jetzt nicht so flüssig sprechen sollten, fand ich es eigentlich ganz gut, dass ich das so noch nimmt. Akzeptiere ihr Geschenk. Wow. Okay, da komme ich jetzt nicht weiter. Ja, ich hab mir's doch gedacht, dass das zu den Sewer Gators gehört. Die spielen jo zeitlich von der Demo aus vorm Hauptspiel. Das könnte jetzt aber auch heißen, ihr liebe Leid, dass man direkt, ich weiß, ich sage das relativ häufig, aber ich will euch hier direkt ansprechen. Hier, der Jack. Auf R3 kann ich auch schleichen wie in der Demo. Das war der Jack. Ja, das kann jetzt aber auch heißen, dass wir exakt dasselbe Gebiet haben wie in der Demo, wenn die Sewer Gators hier waren. Wow, schön im Sumpf hier. Ja, Louisiana ist ja meines Wissens nach ein Südstaat in Amerika. Und das dürfte auch wirklich Sumpfgebiet-lastig sein. Wirkt aber relativ hell noch. Das wird uns wahrscheinlich ein bisschen erschlagen, wenn wir dann im Haus sind. Aber ich habe es auch wie bei der Demo ein bisschen heller gedreht. Wow. Heide Witzka. Was war denn das? Das waren so gut. Ist das ein menschlicher Unterleib oder? Ach. Auf jeden Fall fängt es wieder die Stimmung von der Demo ein, finde ich. Das sieht noch Voodoo irgendwie aus, oder? Was denken ihr? Boah. Sieht so ein bisschen noch Voodoo von der Schwarze aus dem 19. Jahrhundert aus, als die da auch noch in Amerika auf solche Farmhäuser gehalten wurden. Und viele haben natürlich auch ihre afrikanische Religion so mitgebracht. Und es erinnert so ein bisschen an die Voodoo-Religion, wie man sie immer bei Filmen und so präsentiert kriegt. Jede Menge tote Krähe. Ja, ich bin auch ein unglaublicher Fan von der alten Resident Evil-Spiele, ihr liebe Leid. Und wer die alte kennt, der weiß, dass Krähe immer auch eine wichtige Rolle gehabt haben als Gegner. Von daher bin ich mal gespannt. Handtasche. Näher untersuchen. Ist was drin? Führerschein. Oh, Texas. Driver's License. Ich wollte gerade sagen, Trophäe erhalten. Aha. E-Mail von mir. Ja. Genau. Baker Farm. Von dort aus hat es gesendet. Okay, also der Jack hat sogar noch Internet. Das ist doch mal was, oder? Ja. Das war ihren Führerschein. Hab mich auch noch erinnert, dass mit Dreieck, bei der PlayStation 4 auf jeden Fall, das Inventar liegt. Wow. Oh, so. Hollywood-Schaukel. Es wirkt großartig gemacht, das Haus. Ihr merkt, ich bin auch überhaupt nicht enthusiastisch und ich bin auch überhaupt nicht begeistert. Gehen wir uns drauf auf das Ding. Okay, nee. Ich glaube, das war auch der Eingang, wo die Sewer Gators durch sind. Dann müsste man hier dann... Ja, genau. Dort man ja dann eine Geistererscheinung haben können. Ich habe es bei meiner Demo leider nie hingekriegt, aber du sollte mal Geistererscheinung sehen. Kommen wir jetzt hier rein? Wow, ist das zappeduster hier. Okay. Er hat was dabei. Er hat eine Taschenlampe. Das ist gut. Ja, da waren dann die ganze Kadavergelecke. Tür öffnen, okay. Ach ja, da ist der Schrank mit der VHS. Der Bolzerschneider liegt nimi vorne. Uah. Kommen wir dort dran? Nee, da brauchen wir wieder die Cat. Die ist wohl erneuert worden.
So, jetzt gucken wir uns doch mal mit dem Ethan um, wo wir schon in der Demo rumgestolpert sind. Ja, gucken wir uns wieder den guten Eintopfer. So. Ja, Margaret scheint immer noch was Gutes zu kochen. Das ist, glaube ich, frisch. Vielleicht mal die Textur an. Wie die Made dort drin rumschwimmen. Haben wir das gute Wasser an? Nix. Mikro immer noch die Krähe? Ja. Die ist nicht weggerammt worden. Da ist leider kein Dietrich. Okay. Kühlschrank machen wir auch nochmal auf. Apfel Deiveleit. Ah, ist das eklig. Aber es ist nach wie vor saugut gemacht. Beil? Na, das muss man wieder aufknacken. Was ist da jetzt Neues drin? Irgendeine Fotografie von einem kleinen Mädchen anscheinend. Ist aber nicht weiter beschrieben. Okay, da braucht man Dietrich höchstwahrscheinlich. Ich gucke mal, ob ich noch einer finde. Aber bewegt sich jemand. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Wow. Okay. Also die Bakers scheinen sich mehr Leid gekrapscht zu haben, als nur die Sewer-Gators, wie es aussieht. Da hab ich in der Demo beim Puppefinger-Rätsellöser, habe ich hier die Geistererscheinung gesehen. So, was haben wir hier? Nix. Ich gehe jetzt mal hoch. Ich bin mal mutig. Okay, die Puppe sind weg. Ist da irgendwas Neues? Nee. Nur ein Kabel. Okay, was haben wir hier? Kassette. Ah, okay, an deiner Kassette-Spieler kann ich speichern. Na, derlich will ich speichern. Finde ich cool, dass man zusätzlich zu automatischem Speichern auch hier nochmal an der Station hier speichern kann. Und zwar als Kassette-Rekorder. Dann kann man sozusagen... Ah, VHS verlassenes Haus. Ja, dann kann man sozusagen seinen Erfolg hier nochmal festhalten. Finde ich ganz cool gelöst. Da hat man feste Stationen. Und man hat, ja, automatischer. Keine Reaktion. Okay, böser Jack. Hast du die Sicherung wieder rausgenommen? Bist du ein fieser Jack? Natürlich bist du ein fieser Jack. Ich weiß aber nicht, ich mag den Charakter irgendwie. In der Demo, okay, er ist halt irre und so. Aber ich fand den Charakter unglaublich cool, muss ich sagen. Können wir sonst... Gehen wir in die... Ach, schade, ins Mitternachtsgebiet kommen wir gar nicht rein. Okay. Da liegt noch ein neues Zeug jetzt drum. Bild von einer Frau. Relativ leicht bekleidet. Und was haben wir da für ein Bild? Von einem Mann offenbar, der bei einer Frau am Bett steht. Jack vielleicht und die Mia? Okay, brauchen wir wieder die Sicherung, die hat er rausgenommen, der Spitzbu. Können wir immer noch nicht spielen. Da! Okay, das geht immer noch nicht. Die Episode wird eine kleine Extended-Episode, ihr liebe Leid. Ich mache heute wieder 30 Minuten. Oh. Zelletür. Okay. Das sind wohl die Eigentümer. Ja, wie man es in der Demo nur gemutmaßt hat. Beziehungsweise danach später gewusst hat. Aber jetzt ist es ja absolut sicher. Das Dash You Against the Stones ist ja glücklicherweise nicht dabei. An Nachricht. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, was da ist. Ah, das kennen wir. Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Okay, die scheinen dasselbe Weg kommen zu sein wie wir.
guys if we have to make a change. Okay. Ja, das kennen wir, wie gesagt. We do a walkthrough of the inside. Da kann ich jetzt auch ein bisschen drüber babbeln, weil das könnt ihr euch auch in meiner Version von der Demo angucken. No problem. Tonight, Und... sewer gators. Another worthless fucking shit. Boah, ist das ein Unsympath. Der Pete. Andrew. Der Blonde. Pete ist so ein braunhoriger. Und der Kameramann, der Clancy, den sieht man leider nie. Steht da noch dasselbe Inventar rum. Rolling? Now let's go. Ja, Knacks. Ja, dann sind wir mal wieder in dem vertrauten Gebiet hier drin. Und ich habe schon gedacht, wir wären vielleicht in einem anderen Areal. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es hier so einen Wiedererkennungswert hat. Und dass man hier Are we in hell this time? Do you ever nochmal das alte Gebiet macht. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Okay. Hat auf jeden Fall einen coolen Wiedererkennungswert, wie ich finde. Genau, das war das. Weekend sub, Pete. Da kann man Stick noch unten und Kreis. Da macht man so eine flotte Wendung. Ich war gerade bin jetzt auch nochmal so am Anfang am Ausprobieren, Abandoned farmhouse, wie das damals funktioniert hat noch, die Steuerung. Ich hoffe immer noch auf die Geistererscheinung Shitty hier. place has been abandoned? 3 years. Na, geht auch nicht auf. Clancy, get a Die shot. sollte hier von der Decke runterhängen, die Geistererscheinung. So, Und hier bei Bill Joe der and his family go missing. Mikro sollte noch eine sein. Bakers, Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not back. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Projektvorschlag. Bad seed, apparently. Okay. Können wir damit irgendwie interagieren? Ah, shit. I know I should have worn my good shoes. Geister in Bayou gesichtet. Oh, shit. Glad I had my shots. Nee, das ist leider nicht hier, der Dietrich. This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Ich probiere es nochmal so ähnlich, wie ich das in der Demo gemacht habe. Andre! Und der Kochtopf. Andre! Clancy, you see where Andre went? Ne. Und wenn, dann die dir nicht Sache. Miese Pete. Nö, das kann hier nicht verwendet werden. Hätte mich arg gewundert, wenn. Okay, ich guck jetzt trotzdem nochmal. Fucking Nee. believable. Schade, ich habe gedacht, ich könnte es vielleicht So, I aufschließen. might work with that guy. Ein Beil wäre jetzt richtig geil gewesen. Und Man Geist? like you, Clancy? Ne, kein Geist. You stick with me. Haben wir hier was drin? Nee. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hoch. Ich bin mal ein fieser Rebell. Okay, die Kopfhörer aus dem Midnight-Version sind auch nicht da. Das ist dann irgendwie schade. Ja, man hat zwar so einen Wiedererkennungswert hier, aber es ist nicht hundertprozentig dasselbe wie in der Midnight-Version, was ich dann eigentlich erwartet hätte. Hier war auch kein Geist zu sehen. Das finde ich jetzt etwas schade. What the fuck was that? Did you hear that? Ne. Geh rein, du Nasarich. Da kommen wir auch nicht durch. Andre? Where the fuck is he? Ich kann das genau sagen, wo er ist, mein Lieber. Das haben wir jetzt auch schon mehr als oft genug durchexerzieren müssen. Andre, where are you, man? Okay, Spiele kann er auch nicht. Da haben wir sie wieder. Das sind wohl die Leute, von denen Andre geredet hat. Okay. Ich habe andere geredet haben gelesen zuerst. Hell? Aha. Zeigt uns jetzt hier der Trick. Ich kenne zwar den Trick schon, aber ich wollte jetzt auch nicht ausprobieren, ob das jetzt so auch schon möglich gewesen wäre. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Und ich versuche euch hier auch alles zu zeigen irgendwie, was uns so erwartet und was wir finden können. Das war mir persönlich nochmal wichtig. Dass ich mal für das Spiel vorgenommen habe, wisst was? Ich mache für euch alles, was irgendwie möglich ist. Und mag euch auch alles Mögliche zeigen, was wir finden können an Material und so. Und das Prinzip mit der VHS-Kassette gibt es ja wohl häufiger im Spiel, sonst hätten sie das in der Demo ja gar nicht gebraucht mit dem hier. Damit wir sehen, dass wir sowas hier haben. Damit uns sowas im Hauptspiel erwartet. Ja, der ist immer noch geknuspert worden, beziehungsweise in die
Leitungen verbacke Woche. Und der Jakobsbäcker kommt da, na, wieder der Bäckers Jakob kommt da wieder angeschlappt. Kenne Major. Für alle, die es jetzt ganz neu mit zugucken, tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber gequatscht habe und das so eilig gemacht habe. Jesus. Jo. Aber wie gesagt, ich habe es halt schon mal ein paar Mal durchexerziert und konnte jetzt auch einfach nicht still sein. Haben wir hier. Klutsch. Würde mich interessieren, was jetzt im Schrank drin ist. Okay, Bolze Schneider findet man jetzt auch nicht. Oh, jetzt ist die Leder da. Jetzt können wir die Leiter des Grauens runtergehen. Okay. Das kommt man ja in der Demo nicht. Scheiße, hoch geht's jetzt auch nicht mehr. Oh Mann. Oh Jesus, jetzt wird's schon gleich unangenehm. Okay, jetzt sehen wir aber, wo der Jack herkomme ist. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Trau dich, Ethan. Okay, das sind Treppe anscheinend. Ja, lecker. Ich will gerne wissen, was in der Suppe so alles drin schwimmt hier. Das sieht ja eh schon eklig genug aus. Das ganze abgestandene Grundwasser. Für Teufel. Okay. Da können wir weiter. Mal gucken, wo es uns hier bringt. Ich will's gar nicht wissen, was da unten drunter ist. Hopp. Klettert durch, Kerler. Oh, scheiße. Wow, das ist der Andre. Das war der Blonde, ne? Der Pete war braunhaarig und das ist der Andre. Der ist blond gewesen. Scheiße. Okay, der ist wirklich tot. Das sind Plakate von Leid von so einem bärtischen Herr. Der könnte ein Vorderasiater sein. Das könnte ein Türke oder türkischstämmiger Mann oder ein anderer aus dem Orient sein. Und die andere ja, sehen wir noch 0815 weißer aus. Okay, das scheinen wohl die ganze 20 Leute gewesen zu sein, die vermisst wurden. Ist die Mia 8 dabei? Wow, also ach, bei Alter kennen sie keine Grenze. Nur der Herr ist ja auch schon etwas älter. Also du scheinst auch keine Altersunterschiede gemacht zu haben, die Bäckers. Okay, jetzt sind wir da in so einem Kellergewölbe. Das sieht ein bisschen aus wie auf dem Bild, was wir gefunden haben mit der Zelle. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Okay. So, Zeichnung von Familie, ne? Vater, Mutter, Kinder. Hier steht noch irgendwas. Sorry, Daddy. I'm sorry, Daddy, kann ich entziffern. Es tut mir leid, Papa. Hier kann ich nichts sehen, was ich nehmen könnte. Oh. Ja, Klo mit lauter Spritze drin. Nicht schlecht, wenn der kleine Hunger kommt, ne? In der Zelle ist noch Licht. Okay. Okay, was haben wir da? Ben, tot. Harold hat sich verwandelt, also turned, hat sich verwandelt. Arthur hat sich verwandelt, Tamara hat sich verwandelt. Craig, Leia, Sean und William sind tot. Travis hat sich verwandelt. Peter und Andre sind tot. Das sind die Letzten, die Sewergators. Peter und Andre sind tot. Und Clancy L. Vielleicht lost, vielleicht verloren. Mia steht noch aus. Die kam noch des Sewergators. Was steht da? Hilde? Ich kann es gar nicht lesen. Heidi? Heidi hat sich verwandelt.
Oh Mann, hopp. Ich wollte es jetzt eigentlich so haben nochmal. Clyde hat sich verwandelt. Heidi ist tot, Clyde hat sich verwandelt. Lindsay hat sich verwandelt, genauso wie Steven. Nathaniel, Edward, Nadine und Alex und Tom sind tot. Reed und Susan haben sich verwandelt. Joseph ist tot. Genauso wie David. Wow. Die scheinen ja auch hier wirklich Lichter zu führen über die Leute, die sie gefangen nehmen. Und bei manchen scheint es zu funktionieren, dass sie sich in irgendwas verwandeln. Vielleicht auch in das, in was sich die Familie Baker verwandelt hat. In so Psychopathen. Und der Clancy ist Lost, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Und die Mia steht noch aus. Und da ist unser Bolzerschneider. Jetzt können wir den, endlich mal verwenden. Vielleicht auch oben nochmal beim Schrank, wo die VHS ursprünglich war. Jetzt retten wir doch mal unsere Heldin. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Oh, We oh. need to go now. Oh, oh. Die scheint sehr verwirrt zu sein. Die kann sich nicht mal erinnern, dass sie mich kontaktiert hätte. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Wow. Ja, die Haartexturen, die gefallen mir nicht so gut, muss ich sagen. Ansonsten das Charakterdesign sieht ja cool aus von ihr. Und sie sieht auch realistisch aus, auch was ihr Emotionen angeht. Aber die Haare gefallen mir jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Die Textur hätte man besser gestalten können. What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. Ja, I think it's this way. ich glaube, das ist auch sinnvoll, erst danach zu sprechen. Ja, sie scheint wohl arg durch den Wind zu sein, die gut Mia. Und nennt ja auch schon den Jack Daddy anscheinend. Oh Gott, was geht denn hier ab? War das das andere Bild, wo das mögliche Bett dargestellt war, was eigentlich das hier war? Ist das das, wo sie die Leute möglicherweise mit demselben infizieren, was sie haben? Und dann wird es auch wieder zu dem Akzeptiere das Geschenk, the gift, passe, was am Eingang gestanden hat. Message you sent me. Not me. That wasn't me. Okay. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Können wir doch nicht durch? We have to go Okay. this way. Okay. Ja, wird mich nur interessieren, Mia, was du zu erzählen hast, mein Livi. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Okay. Na, dann müssen wir wohl dort durch. Ja, quetsch dich durch, Ethan. Ich weiß gar nicht, was dort deutsches Pendant zu Ethan ist. It's there. Okay, da kommen wir durch. This is it. Wir könnten im Keller hier gelandet sein, beim Midnight-Gebiet, oder? I remember this room. Okay, There's another door here. I'm sure of it. okay. It's not here. It's gone. It's gone. Oh. Sind sie zugenarrt. We're gonna be a family. Now that you're here. E0001. I'm sure of it. Was ist das? Oh, oh. Das ist die, die ältere Frau im Rollstuhl. Die Camille Baker. E001. Okay. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leid. Ah ja, wir sind wirklich da in dem Gebiet, genau. Das war die Puppe, wo das Kichern ausgelöst hat. Ich würde sagen... Wow, 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 was?
Oh, da ist er. Oh, oh. Ach du liebe Zeit. Ja, wir sind in dem Kellergebiet. Ja, genau, da waren die Leichensäcke-Kanke. Und da ist der Molded rausgekommen, genau. Und von dort aus geht's wieder hoch ins Gebiet. Aber ich jetzt sage, ich mache hier meinen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil 7 auf Pelzig. Und zwar morgen, weil täglich ein Video erscheinen wird von Resident Evil 7. Das war mir sehr wichtig. Und was ich jetzt noch nicht weiß, wie es weitergeht, aber ihr gleich. Jetzt kommt eine Neuerung von mir. Und zwar jetzt kommt das nächste Mal. Machen's gut, bis morgen, ihr liebe Leute. Ayan Yankee. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? You really shouldn't have come here. Hotel and a roadie that everybody